Ja, guten Tag, liebe Lü. Wir sind einmal auf der Fähre zwischen Bremerhaven und Nordenham. Und das ist Zeit für plattischen Fährtalk. Ich habe mir zwei Lü von Nachmittag inladen, die was besonders zu vertellen haben. Die erste ist Günther Imels. Günther Imels, nochmal herzlich willkommen hier auf der Fähre in Bremerhaven. Bevor wir ob das zu schnacken kommt, was du die letzte Zeit mogt hast mit anderen zusammen, vertell ihm, wo kommst du her, was hast du mogt und warum kannst du Plattisch schnacken? Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Plattisch kann ich snacken, weil ich zu Hause mit Plattisch groß geworden bin. Ich läufe so ass wie du. Und in der Grundschule habe ich erstmal Hochdeutsch gelernt. Ja, ich komme mit Grabstee, bin ich in die Schule gegangen, nach Westerstee gegangen, dann habe ich studiert. Nee, ich habe Plattisch und Sprachen, Physik. In Heidelberg studiert und dann bin ich weiter zurückgekommen. Bin Schulmeister geworden in Hagen, im Bremischen. Ja, und seit selben Jahr bin ich in Rente. Ja, und ich kann vor die Lü nicht zu viel. Wir kennen uns eigentlich Ude Sandkist all, aber wir haben werden wir einen anderen bei uns in Dörp gibt da zwei Schulen, Schule A und Schule B. Ja. Du wärst auf die Schule B, ich wär auf die Schule A. Da wäre aber kein Qualitätsunterschied. Da wird das so, hebst du Platz schnackt. Ja, und das wäre auch so, das dürfen wir ja so ein bisschen spalten, aber wir haben das nicht haut damals, nicht? Wir haben das ganz gut vertragen und jetzt verträgt wir uns noch weiter. Gut, du bist jetzt selben Jahr, pensioniert und in Ruhestand, aber das ist nicht so ein richtigen Ruhestand geworden. Du hast die dann gesagt, du musst irgendwas morgen und dann bist du aber wieder zurück zu deiner Sprache und vertell, was hast du denn morgt? Ja, du hast das all andüht. Als ich in Ruhestand ging, da habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt hättest du ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und dann habe ich gedacht, ich schrieb was, so wie ganz Masse Lüge auch gesagt. Ich gehe in Rente und schrieb ein Buch, aber ich wollte Plattdeutsch schreiben und ich mache gern Krimis. Und dann habe ich gedacht, schreibst einfach ein Krimi. Ja, und das hat funktioniert und das hat flutscht und ich habe sogar einen Verlag gefunden. Ein Isensee Verlag in Oldenburg und der hat meinen ersten Krimi gedruckt. Dort Aschied. Dort schied, aber so dort ja, du, aber dessen ersten vertell noch ein bisschen, warum dort schied, der Titel verrät ja ein bisschen was. Ja, du kannst das ja nicht in Hochdeutsch übersetzen, das geht ja nicht. Dort schied ist, vor Tohus habt wir immer gesagt, wenn ein Dot ist es Dot, aber wenn es so richtig Dot ist, ne, dann ist es dort schied. Oder, ob anders sieht, das Geschehen und die Doden, die werden in Watt. Und was ist Watt? Dort ist ja eigentlich auch schied, wenn man dazu sagt. Ja gut, also die Krimis habt auch was mit der Gegend zu tun, wo du wohnst. Ja, der hat auch was mit mir selber zu tun. Denn die zweite Krimi, die ich geschrieben habe, der heißt Tschernobyl und seine Folgen. Und das hat ja auch was mit mir zu tun, weil ich ja, nachdem das in Tschernobyl passiert ist, auch Vorträge geholt habe in der Gegend und so. Naja. Du hast Physik studiert und die Physik liegt so dicht bei dir, dass du das auch bei dir eine Plattschreiberei nicht losgeworden bist. Ja, das hat ja auch Spaß gemacht, nicht? Mal so Fachvokabular in plattdeutsche Röhre zu trecken, nicht? Ja. Das ist eine spannende Angelegenheit. Ich kann das nur volltrecken, wie ich habe die Romane gelesen. Das gibt ja nicht bloß zwei, es gibt drei. Und die dritte kriegt jetzt einen besonderen Bedüden. Warum? Ja, das Gasthus an 11 hat auch ein bisschen was mit mir zu tun. Und jetzt muss ich ein bisschen holen, Hans. Wenn man so Böcke schrift, dann macht man auch Lesungen. Und wenn man Lesungen macht, dann sagt die Leute, oh ja Mensch, Plattdeutsch, da versteht die. Aber lesen, so ein Plattdeutsch-Buch, oh nee, ist so stur. Und was macht man denn als Autor? Man macht ein Hörbuch. Und dann habe ich ein Hörbuch gemacht von all 3 Krimis. Und dabei ist mir ja Sandro Giampietro auf weglaufen. Er ist der Inhaber von der Tonstudio. Und am Ende, als wir fertig wären, da hat er gesagt, du, das wäre so mooi, das wäre so spannend. Wir mochten nicht bloß Hörbücher, wir mochten einen Film dort. Und das habt ihr jetzt gemacht? Ja, erst ein Kurzfilm, aber das schnackt wie ne über. Aber jetzt habt wir denn dit Jahr ein Spielfilm ablegt. Heit nicht mehr das Gasthus an der 11 oder heit auch nicht das Gasthus an der Hamm. Das heit Boot und Tod. Und das ist die Titel und die Dreharbeiten sind klar und die Rohsnit ist auch klar. Ja, und ich denke, nächstes Jahr kann das losgehen mit dem Film in den Kinos. Also nächstes Jahr hat 2020 geht das los mit den Kinos. Also der Film ist jetzt so fertig, dass er in die Kinos kommen kann oder wo weit sind die damit? Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen ja noch eine Masse machen. Wir müssen einen Trailer machen und dann müssen wir einen finden, der den Film verleihen darf und Kinos finden. Also ich denke mal Februar, März, das ist die Zeit, wo wir dann in die Kinos gehen damit.
Gut, Boot und Dot, das schien mit Worten zu tun zu haben. Kannst du so, ohne dass du voran das, wo das dann endet, dann Gott die Lü nicht mehr im Kino, kannst du so ein bisschen was über die Handlung vertellen? Ja, das versorge ich mal. Das geht also um ein Boot, ein Gelboot. Und die beiden Protagonisten, das sind Hendrik und Gesine, die haben das zu grün Hochzeit kriegen. Gelboot zu grün Hochzeit. Und nach 10 Jahren ist das passiert, da wird das Boot weg. Einfach weg. Und das wird klaut. Und Gesine wäre Hendrik zum Betten Gram, weil er jetzt nicht aufpasst. Hey, wir schlurig und dann müsse das Boot ja säugen, nicht? Und da ist aber 2 Liegen stolpert. Na, das ist jetzt genug. Und ich konnte vielleicht noch ein Beten verraten. Also, hey, ist aber die beiden Liegen stolpert und ist in den Verdacht gekommen, dass hey ja vielleicht mit den Doden was zu tun hat. Und naja. Nee, ich höre lieber ab an dieses Day, sonst Gott die Lü nicht mehr im Kino. Gut, aber zu so einem Film gehört immer Lü, die als Schauspieler da mitmachen dort. Du hast weggefunden. Also Sandro Gianpietro, das hört sich nicht so richtig plattisch an, aber du brücktest dann so richtige plattische Schauspieler oder zumindest welche, die plattisch schnacken können. Ja. Woher bist du fündig geworden? Ja, das ist, Sandro, muss ich noch was zu sagen, ist eigentlich genial. Er kann zwar kein Platt, aber er kann alles. Er hat Regie führt, er hat Kamera führt, er hat den Antrag bei Nordmedia stellt, also er ist ein Universalgenie. Aber die Schauspieler sollten hab wie Torhupmarkt und dann hab wie gefunden Heidi Jürgens. Die kennt die all, die schnackt die Nachrichten auf Radio Blame mit Platt. Dann hab wie Dirk Böhling gefunden und gewonnen und der ist ja auch wie Radio Bremen. Wir habt einen von ohne Saugtheater gefunden. Die müssen wir natürlich auch betaulen, nicht? Und weil das Geld so knapp wäre, hab wir uns hier noch umkäken und dann hab wir Theaterschauspieler gefunden, die hier auf den Bühnen sozusagen aktiv sind. Und ein kann's hier sehen, das ist Helmut. Ja gut, also ich will das nochmal beten verklären. Du bist ja auf einer Seite von der Weser, deswegen sind hier auch in Bremerhaven auf die Fähr kommen. Ja. Aber du bist auch fündig geworden, wie us, ob das es sieht. Und nun kommt Helmut von Neten, ut Nordenham oder ganz genau ut Esensham. Ja, Nordenham, also ganz genau gesagt ut Esensham. Und da wohnt er auch in die Richtung. Helmut, du musst ein bisschen vertellen, wie kommst du zu der plattischen Sprache? Bist du auch so mit Plattisch all obwossen oder wie ist das passiert? So, als ich in Schule wäre das meist so, dass ich erstmal noch Hochdeutsch lernen muss. Nee, also wir haben als Kinder schon viel mit Platt zu tun hat, weil ich auch noch viel Platt schnackt habe und das Plattdeutsche, da hat uns ähnlich das ganze Leben auch irgendwo, ja, ist immer da gewesen, kannst du bald sagen, ne? Früher mit Oma und Opa, die Allern. Und das ist auch so, auch über Arbeit, die ein oder andere schnackt auch mal platt, insbesondere von den älteren Kollegen. Und dann pflege ich das einfach so wieder. Und das macht auch jeden Tag Spaß und Freude. Und das Wichtigste ist dann immer noch ein bisschen die Schauspielerei, was wie bei uns ja aber anders sieht, denn im Budjorland macht und da spiele ich auf 2 Bühnen, einmal in Esensham. Da bin ich irgendwie dann mal so 1-2 Jahre lauter noch hingekommen und den letzten Teil, 12 Jahre kannst du sagen, spiele ich in Abusen wie der Spaßmocker. Gut, aber das Thema, also das interessiert mich jetzt, wusste ich gar nicht, aber hier schnackt über Arbeit, erstmal kannst du vertellen, was du magst, aber wie die Arbeit schnackt hier mit anderen Kollegen platt. Jo, da kann man so sagen. Und zwar würde ich dort vertellen, ich bin ja, wie der Bundeswehr angestellt und da bin ich mittlerweile auch so um die 37 Jahre. Hab auch 3 Standorte Arbeit und da fängt damals in Ohlhorn an, das wird das Fechteraner Platt, sehen die immer. Und da hast du auch ja alle Kollegen, ältere Kollegen, die schnacken nochmal zwischendurch eine Piep voll Platt. Ja, und als das in Ohlhorn vorbei wäre damals, der Standort ist dann ablöst worden, kommt das von mir die nächste Station nach Jever. Und da werden ja die Friesen Plattschnacker. Ja, und da hast du immer noch mal den einen oder anderen, wo du wirklich eine Piep voll mit schnacken kannst und dann hat auch immer Spaß gemacht. Und dann, also sehen, hey, ist uns Allrounder, was ja, Plattdeutsch genau. angeht. Also ich wollte das just sagen, Allround-Plattschnacker, hey, kann jetzt alles. Gut, und über eins vertellen, wie ich an Helmut kommen bin. Das wäre auch eine spannende Geschichte. Weil ich habe mich auf Jon sieht umkäken, noch Schauspielers, und ich habe da Marita Ahlers kennengelernt und das wäre ja ganz putzig. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Doda Schied und sie hat ein Theaterstück schreiben und das heißt auch Doda Schied. So sind wir da gekommen und irgendwann habe ich gesagt, Mensch Marita, kannst du uns mitspielen? Und dann fällt uns ein Polizisten, ja, und dann hat sie einfach gesagt, ich kenne ihn. Das ist die Beste für Jo, das ist Helmut. So sind wir an Helmut gekommen. Gut, eigentlich wollte ich hier von Nachmittag
in Polizeiuniform kommen oder das hat irgendwie nicht klappt. Mag doch nichts. Also Helmut, vielleicht tut die eine Rolle noch beten, was? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja, Tomine Roll jetzt in den Film, ja. Ja, ich hab den Polizisten gespielt, wie viel Einsätze gehört. So 5, 6, ich glaube 7. Und da werden dann immer so ein paar Sekunden, manchmal auch eine halbe Minute, manchmal auch eine Minute. Aber da hat immer doch die Spaß gemacht. Und du kannst Platz schnacken dabei? Er kann da ja, wenige Sätze platt. Meistens wird der Körper anwesend und wir werden, ja, werden die Statisten, aber so einige Sätze habe ich auch schnacken können. Gut, aber auf jeden Fall wird das eine ganz Nähe und sicher eine wunderbare Erfahrung wie das Projekt Mitte morgen. Das wäre was ganz Besonderes, insbesondere mit den Profi-Schauspielern, das überhaupt all zu beobachten, wie das läuft. Mit dem Regisseur, mit Sandro, da wäre eine ganz große Erfahrung, wie die das alles hinkriegen hat, die Lü immer zusammenholen hat, immer das Gefühl geben, hat, dass alle zusammenhört und da wäre also eine ganz besondere Erfahrung, die man mockt hat, ne? Insgesamt mit den Lü. Und ich möchte das noch ergänzen. Helmut wäre ja der Kollege von den Kriminalassistenten und er hat das Vergnügen, mit den einzigen Menschen zu schnacken, der Hochdeutsch schnackt in den Film. All anders schnackt platt, aber die Kriminalassistent, die heißt Maler, der snackt Hochdeutsch. Warum? Weil er aus Hannover kommt, wenn ein Jünger ist und nicht platt snacken lehrt hat. Gut, Günther, du sagst, Februar, März ist der Film fertig, dann kommt ihr in die Kinos. Kommt ihr auch in die Wesermarsch? Ja, klar. Das ist uns ein besonderes Anliegen. Einmal, weil ja auch der Landkreis Wesermarsch uns stützt hat, die Schauspieler, die von Jonsied kommt. Ich sage ja immer von Gunsied, ich war ja am anderen Sied, nicht? Die Schauspieler von Gunsied haben davon profitiert, haben ein Vorgeld kriegen, nicht? Und das wäre eine feine Sorge. Von daher ist das selbstverständlich klar, dass wie kurz, wenn der Film fertig ist, auch ob Gunsied wiesen dort. Gut, ich sage ganz, ganz schönen Dank. Und die Leute, die uns kicken dort, kann ich sagen, rechtzeitig über Radio Weser TV, entweder im Fernsehen oder aber auch in Radio kriegt ihr das zu hören oder zu sehen, wenn das denn losgeht in die Wesermarsch, sicher in Nordenham in Kino und in Brauk in Kino, in Zentraltheater, dann könnt ihr uns diesen Film ankicken. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Dank und ich freue mich bannig darauf, dass wir denn den Film irgendwann sehen können. Die erste wirklich komplett ob Plattdeutsch aufdreite Kriminalfilm. Nochmal. Titel. Das wäre das Vernünftigste, was ihr morgt habt. So kommt die Lüder to, so ähnlich als wie ein Hörbuch, auch diese Sprache bloß zu hören und nicht immer hinzukicken, was die da jetzt erzählt. Ja. Nochmal ganz, ganz schönen Dank und wie seht us war, wenn das denn wer hält, fährt auch platt, ob die Weser fährt zwischen Nordenham und Bremerhaven. Das Leute gut gehen, bis nächsten Mal.